Und willkommen zur zweiten Folge hier bei Retro-Cache. Sinnlose Let's Plays direkt ab der Konsole gespielt und darum in schwächerer Qualität. Und wir sind mit 100 Kubik dran gewesen und wir haben das letzte Mal den Green Team gehabt, also könnten wir das mal den Wet Team machen. Und dann natürlich mit dem passenden Auto dazu. Wir haben den Pilzcup gemacht, jetzt wäre der Blumencup dran. Ich werde jetzt hier einfach mal das Ganze nochmal ein bisschen ausprobieren. Ja, eigentlich sollte es auch halbwegs vernünftig gehen, aber eben wie gesagt auf 150 Kubik. Da traue ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich ganz an, weil ich es wirklich halt schon länger nicht mehr gespielt habe. Und vielleicht Diskussion jetzt nochmal ein bisschen aufgreifen von der letzten Folge. Eben der Gamecube hat sich nicht so gut verkauft und die Wii U hat sich ja eigentlich auch nicht so gut verkauft. Ja, beim Gamecube verstehe ich es vielleicht irgendwie noch, aber bei der Wii U habe ich es jetzt eben wirklich nicht verstanden, weil die Switch ist eigentlich in meinen Augen wirklich nur ein weiter. Ja, Entschuldigung wegen dieser Pause. Wie gesagt, Switch war für mich eigentlich eine Weiterentwicklung von der Wii U gewesen. Und, ja, von dem her verstehe ich jetzt nicht, wieso dass die Wii U nicht so einen Erfolg gehabt hat und die Switch jetzt halt gleich, weil von dem Spiel her so ein Haufen Exklusivtitel sind jetzt gleich auch nicht auf der Switch rausgekommen. Sicher eben auf ein paar gute und auch schlechte Indie-Spiele, sie im Shop verfügbar hat, aber ja. Gut. Vielleicht zum das Ganze abrunden und vielleicht gleich noch ein Ende finden. Meine absolute Lieblingskonsole von Nintendo ist bis anhin eigentlich wirklich der Nintendo 64 gewesen. Da habt ihr sicher auch gemerkt, weil ich glaube die meisten Let's Plays, die ich bis jetzt gemacht habe, sind vom 64er. Es gibt dort natürlich noch einen Haufen, die wir auch machen, die aber längere Let's Plays würden geben. Und für das habe ich im Moment einfach Zeit. Darum tue ich mich jetzt halt ein bisschen mit kürzeren Spielen beschäftigen. So wie jetzt zum Beispiel das Mario Kart. Das ist aber mittlerweile, müsste ich wirklich sagen, wenn die Switch wirklich meine nächste oder könnte der Nintendo 64 alle Lieblingskonsolen wirklich überholen, weil die meisten Spiele, die rausgekommen sind, die haben mich bis jetzt doch eher überzeugt gehabt. Das Breath of the Wild habe ich durchgesucht, auch alle Fox geholt natürlich und ich glaube, bei näher 200 Spielstunden. Mario Odyssey habe ich natürlich auch durchgespielt, jetzt sind die Spielstunden jedoch eher im überschaubareren Rahmen. Müsste auf der Switch rasch anschauen, ich weiss nicht, sind es 40 Stunden oder so. Und Mario Web hat mich natürlich auch von den Socken gehauen, habe ich super Spiele gefunden, hat auch ich glaube 20 oder 30 Spielstunden gegeben, bis ich es durchgehauen habe. Vielleicht sind es auch mehr, ich weiss es nicht, müsste einfach anschauen. Und es hat natürlich eben auch einen Haufen andere Spiele, die ich cool finde. Oh, wir haben einen Blitzschlag geschafft. Wie ein Rocket League zum Beispiel, wo ich auch schon über 100 Stunden gespielt habe mittlerweile, auch wenn ich halt nicht wirklich so gut bin. Aber es macht halt noch Spaß. Da wird sicher auch mal noch irgendwie ein Video vorgestellt für ein Spiel für Gelegenheitsspieler, Gelegenheitsspielerinnen. Weil man ist relativ schnell rein dort und ja, gut. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorgreifen, denn für den Fall natürlich. Ja, aber es hat wirklich viele gute Spiele. Das Mario Kart ist halt, ja, den Mehrspielermodus haben sie überarbeitet, was super ist natürlich für die Wii-Version, aber der Rest ist halt genau gleich wie auf der Wii U. Splatoon ist auch cool gemacht, ist nicht wirklich mein Spiel, aber mal ab und zu mal reinlegen und Runde spielen. Durchaus auch eher ein simples Spiel, wo man relativ schnell Mechanik reinkommt.
aber ist jetzt nicht unbedingt mein Highlight-Spiel. Jetzt da Treasure Tracker haben sie auch einfach noch neu aufgesetzt. Habe ich auf der Wii U schon nicht wirklich ganz durchgespielt, haben wir es auf der Switch aber auch nochmal gekauft. Bin dort aber auch immer noch da, habe es auch noch nicht durchgespielt. Wie gesagt, was ich halt auch cool finde, ist, dass FIFA wieder Retro gefunden hat auf Nintendo-Konsolen. Auf der Wii U hat es ja kein einziges FIFA gegeben, was wirklich schade war. Auf der Switch gibt es FIFA zwar wieder halt ohne den Story-Modus, aber ja, für einen, der einfach gerne mal Fußballspiele reinschmeißt, so 2-3 Matches spielt. Ich finde es trotzdem cool, dass FIFA auf der Switch wieder Platz gefunden hat. Ich glaube auch die Verkaufszahlen stimmen. Wir sind in der letzten Runde und wir sind ziemlich schlecht dran. Weil ich halt wieder nur am Labern bin. Nein! Ja. Wir haben zwar noch verwünscht, aber wir sind mittlerweile schon wieder dritt, was nicht so schön ist. Dann fahren wir noch Donkey in den Arsch hier, rausgespickt werden. Wir haben auch jedes Mal einen Gumba mitgenommen, die Runde natürlich auch. Mit unserem Motto ja treu bleiben. Ja, da war eine ganz schlechte Runde jetzt da, nur dritte. Vielleicht sollte man ein bisschen weniger labern und mehr liefern. Ja, die Schuld war, der Baby Mario ist natürlich gefahren. Der Mario gefahren wäre, dann wäre das Ganze auch besser rausgekommen. Nein, effektiv, ich habe die Strecken nicht mehr rein. Und ihr seht, wenn es schon auf 100 Kubik so aussieht, könnt ihr euch vorstellen, wie es auf 150 ausgesehen hätte. Also absolut berechtigt, dass es jetzt da mal anfänglich nur auf 100 Kubik spielt. Die Driftmechanik hat mir ehrlich gesagt aber beim Double Dash gar nicht gefallen. Ich habe beim letzten Mal schon angesprochen, in den älteren Mario-Teil hat man mal Kurven hüpfen zum Andriften. Da ist es wirklich einfach mehr so ein ja, halt sonst ein bisschen mehr Kurven reinliegen. Und jetzt gehen wir uns einfach da mal auf den Frachter oder auf dem Karibik-Kreuzfahrtschiff oder was auch immer es jetzt sein, ein bisschen mehr Mühe. Dann sollte das auch irgendwie klappen. Ja, wenn ihr euch fragt am Anfang, wieso dass dort die Pokale noch drin sind, ich habe da irgendwie noch einen alten Spielstand drauf und jetzt der hat nicht gelöscht, darum sind da halt die ein oder anderen Pokale rum. Das war jetzt gar nicht gut gewesen. Kann ich nicht wollen. Jetzt lassen wir den Mario fahren. Wieder Anni. Wirklich sagen, wenn der Mario fährt, dann gewinnen wir mit dem Baby Mario das Ziel fährt, dann sieht das Ganze nicht so gut aus. Also der Red Team hat eigentlich auf Bahn 2 auch schon mal abgesagt gehabt. Jetzt nehmen wir noch mit der letzten Runde die Banane mit, das ist auch nicht so schön, aber
Der Vorsprung, den wir jetzt auf dieser Strecke ausnahmsweise mal haben, der ist ja ziemlich schön. Jetzt müssen wir die Tabelle mal anschauen, weil die habe ich bis jetzt aussen vor lassen. Ich weiss gar nicht, einer hat 2 Punkte mehr, aber ich weiss nicht, welches Team das ist. Das Yoshi-Team war, also sind wir jetzt punktgleich. Also dürfen wir nicht hinter dem Yoshi ins Ziel kommen und am besten wäre es auch, wenn wir den Donkey irgendwie noch hinter uns würden lassen. Alle anderen kommen uns punktemässig nicht in die Quere für die letzte Strecke und die ist Luigi's Arena gewesen. Auch eine Strecke, die nicht zu meinen Favoritenstrecken gehört. Eigentlich hat es beim Mario Kart Double Dash auf dem Gamecube wenig Strecken, die ich wirklich zu meinen Lieblingsstrecken zählen. Aua! Bowser hat uns doch schon am Anfang einmal geplagt, dafür haben wir da ein Item bekommen, das wir noch nie hatten bis jetzt, der Hintergrund. Wo uns da der Weg freiräumt auf den ersten Platz, aber uns dafür uns für ihr gefördert hat. Die Physik-Engine von den Shields, oder Red Shields sind da auch ein bisschen besser noch. Oder besser geworden wieder auf den 64er. Treffen die Gegner eher mal wieder, dass sie einfach geradeaus oder irgendwie halbwegs schräg in die Wand reinfliegen. Die Red Shield auf dem 64 sind eigentlich wirklich noch gut gewesen, weil die Gegner irgendwie knapp Jahre näher sind. Sonst haben die Red Shields nicht so viel gebracht. Da hat sich da, glaube ich, auf der Gamecube-Variante dann schon mal ein bisschen geändert gehabt. Dass die Red Shields halt auch mal zwischen ihnen Streckenverlauf gefolgt sind, also dem Gegner und dem Streckenverlauf gefolgt sind und nicht einfach direkt nur dem Gegner. Weil wenn der Gegner schon in der nächsten Kurve war, dann ist halt der Red Shield einfach in die Wand geflogen und hat da nichts genützt. Das war jetzt so ein Manko, das es beim 64er gegeben hat. Ja. Und auch die Tigeli-Bombe ist auf 64er teilweise, wenn er sie an einem blöden Moment loslässt, einfach eher mehr blindlings in die Wand hineingeflogen. Ich glaube, es trifft mittlerweile wieder ein bisschen besser rein, aber immer noch nicht gut, natürlich, weil ich... Nein, jetzt haben wir noch ein Item behalten, das wir nicht gemacht haben. Jetzt nicht der Aff wieder von ihnen. Aber wenigstens ist der Yoshi relativ weit weg, was uns eigentlich entgegenkommt. Jetzt hat gerade ein Blitz gekommen, nein, der Blitz ist nicht gekommen. Das ist also blöd auf den Übergängen, wenn ein Blitz kommt, ist nicht so gerade runtergeputzt und dann haben wir dort die Schlaufen nochmal dürfen fahren und haben dann noch Zusatzschlaufen gefahren. Ja, wieder Manko, wieder keine 40 Punkte, sondern einmal nur Dritter geworden. Da ist ein Dolge drin. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spass gemacht und hoffe, die Minderqualität macht euch nicht so viel aus, aber die meisten, die eher mal noch reinzacken oder so, sollten ja da mittlerweile wissen. Ja, mit 7-Jährigen mal noch laufen lassen, haben wir jetzt natürlich nicht, aber ist ja auch gleich. Somit vielen Dank und man hört sich.